Die jüdischen Leiter wollten, dass Jesus stirbt. Jesus hat gewusst, dass das passieren muss, weil es der Plan von Gott ist. Die römischen Soldaten, die Jesus festgenommen haben, sie haben ihn ausgelacht, sich lustig gemacht über ihn und sie haben ihn verspottet. So Plagöri, behauptest der Christus zu sein? Der König, den Gott geschickt hat? Das ist ja richtig lächerlich. Du armseliger Lügner bist. Ha! Ja, ein armseliger Lügner. Und dann gibt es sogar noch solche, die dir geglaubt haben und mit dir unterwegs waren. Die haben eine Tomate auf die Augen gehabt. Gut schaffen wir dich aus dem Weg. Ein Problem weniger in dieser Stadt. Ein Königsmantel sollst du anlegen. Und anstatt eine Krone aus Gold bekommst du eine aus Dornen. Das sticht dich dann. Jesus schweigt. Er wehrt sich nicht. Er geht nicht um. Er bleibt einfach ruhig. Er sagt auch nichts, was ihn auspeitschen. Jesus muss sein Kreuz selber tragen. Als die Soldaten mit Jesus auf dem Hügel von Golgatha ankommen, nageln sie Jesus an seinen Hängen und Füßen am Kreuz fest. Dort hängt er zwischen zwei Verbrechern. Der eine von diesen Verbrechern neben ihm lacht ihn noch jetzt aus und macht sich lustig über ihn. Genauso wie vorher die römischen Soldaten. Ha, Jesus, du willst unser versprochener Retter sein? Schau dich doch an. Du kannst irgendjemandem helfen. Steig ab von deinem Kreuz. Du willst dich selber retten. Wenn du wirklich die Wahrheit hast gesagt. Der Verbrecher auf der anderen Seite, der hat anders reagiert. Er hat bereut, was er falsch gemacht hat. Und er sagt zu Jesus: Ich bin zu Recht hier am Kreuz, weil ich schlimme Sachen gemacht habe. Aber du, Jesus, du bist am Kreuz, obschon du unschuldig bist. Ich glaube dir, dass du nichts Böses hast gemacht und du der versprochene Retter bist. Bitte, Jesus, denk an mich, wenn du als König zurück im Himmel bist. Ich verspreche dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Jesus hat dem Verbrecher noch in der letzten Minute Gnade gezeigt und ihm ein Leben in Ewigkeit versprochen. Dann hat Jesus seine letzten Worte gesagt. Es ist vollbracht. Jesus ist gestorben. Der Himmel ist dunkel geworden. Der Vorhang im Tempel, er ist zerrissen. Und die Erde, sie hat gebebt. Ah, was passiert hier? Das ist doch nicht normal. Der Jesus, er war wirklich der Sohn von Gott. Er hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Und wir haben ihm nicht geglaubt. Auch wenn dieser Tag eine traurige Stimmung mit sich gebracht hat er von Anfang an bis zum Ende zu Gottes Plan gehört. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit er uns von all unserer Schuld befreien kann und wir darum eine Beziehung zu Gott haben können. Stell dir mal vor, jemand von deinen Geschwistern macht etwas, was es nicht hätte machen sollen. Und jetzt gehst du zu deinen Eltern und sagst: «Tut mein Bruder oder meine Schwester nicht bestrafen. Bestraft lieber mich, obwohl ich gar nichts Letztes gemacht habe.» Das klingt für uns Menschen überhaupt nicht logisch, oder? Würde auch niemand machen. Aber Jesus hat genau das für dich gemacht, weil er dich so fest liebt. Wir alle machen manchmal Sachen, die wir nicht sollten. Damit wir trotzdem eine Beziehung zu Gott haben können, ist Jesus genau für unsere Fehler gestorben. Wir dürfen auch mal zu ihm im Himmel kommen und ewig mit ihm zusammen sein. Aber schon hier, auf dieser Erde, können wir mit Gott leben. Das ist einfach ein super Plan von Gott. Das alles haben die Jünger von Jesus dann aber noch nicht begriffen. Sie waren zuerst mal einfach mega traurig, dass Jesus sterben musste. Sie haben seinen Körper vom Kreuz herabgenommen und ihn in ein Felsengrab gebracht.
Dort vor dran haben sie einen grossen Stein gerollt, damit das Grab zu ist.